Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich habe gute Laune, wenn es regnet, weil wenn ich schlechte Laune habe, würde es ja trotzdem regnen. Stell dir einfach vor, es sind nasse Sonnenstrahlen. Ja. Außerdem macht ja Regen bekanntlich schön. Also nicht, dass wir es nötig hätten. Ich meine, bei uns wäre es ja schon fast kitschig. Aber wenn so die Regentropfen mir ins Gesicht tropfen, dann sieht man gar nicht, dass ich eigentlich am Heulen bin. Breaking News. Oder besser gesagt, Wolken-Breaking News. Il Bateau, wie der Franzose sagen pflegt. Es schifft. Und nur falls ihr es nicht glaubt oder irgendwie keine Fenster daheim habt, tun die Medien zum Glück genügend darüber berichten, dass es regnet. Schatz, hast du gelesen? Es regnet anscheinend. Also die Redaktionssitzung hätte ich gern gesehen. Was haben wir heute? Korruption im Bundesrat. Na ja, was? Der Roger Federer ist koksend mit einem Ladyboy verwünscht worden. Ah, geht so. Regen! Ja, das ist es. Regen. Geil. Für Allergiker wie mich ist es jetzt also höchste Zeit, vom Heuschnuppen auf der Schnuppe zu wechseln. Aber was jetzt? Entweder wir werden alle zeitgleich depressiv oder wir machen den Trump und genießen den Schauer. Nein, im Ernst, man muss es positiv sehen. Endlich ist die verdammte Grilliererei vorbei und ich kann wieder normale Sachen essen. Hey, kannst du auch grillieren? Ja, weißt du, ein paar Spiessli, Merkes, vielleicht noch einen Schweinshals ohne Beilage, wie gestern, vorgestern und vorvorgestern. Und an alle Besitzer von aufblasbaren Flamingos und Einhörner. Haha. Wie komme ich jetzt zum nächsten Thema? Was? Sie hat keinen Bock mehr auf Einhörner. Das kann ich doch so nicht sagen. Ja. Dominik Rinderknecht hat für Patricia Boser und Kollegen von Tele Zürich ihre Türen aufgemacht. Also die vom Haus natürlich. Hat mich immer schon brennend interessiert, wie so eine Lesbe wohnt. Klassisch lesbisch. Eine schöne Frau. Hoi, Bella. Schon die Begrüßung. Ganz lesbisch. Und die hat ja gar nicht nur ein Holzfällerhemdli. Cool. Du Schatz, schau mal, die zeigen jetzt die Lesben am Fernsehen. Komm. Wir haben nämlich die Wände und die Küche alles rausgerissen. Wir? Ja gut, also mittlerweile kennt sich Dominik mit Kuchen ja ganz gut aus. Man könnte jetzt auch sagen, die Küche von der Dominik ist jetzt ganz kahl. Das Schlafzimmer, das ist aber bepflanzt. Und habe das versucht, ein bisschen zu unterteilen mit diesen Pflanzen. Die sind aber nicht echt, oder? Nein, Patti, falsche Frage. Das ist eine Frage, die man hätte stellen müssen. Was geht jetzt noch? Jetzt wird gefistet, jetzt wird gefeiert. Die Frage, die ich mir persönlich aber gestellt habe, ist, was genau können wir jetzt noch erfahren, wo sie uns nicht via Schweizer Illustrierte oder Instagram schon gezeigt hat. Und dann eigentlich der Walk-in-Closet. Ah, schau, da, die hat ja Kleider. Das ist tatsächlich mal etwas Neues. Aber da liegen ja gar nie irgendwelche Gummischwänze rum. Ist sie wirklich lesbisch? Anscheinend schon, weil nachher ist noch Tamiko, die Freundin von der Dominik. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben sich diesmal bezüglich Antworten nicht richtig abgesprochen. Vielleicht auf den ersten Blick zum Teil sehr unterschiedlich aussehen, wirken, aber eigentlich relativ ähnlich sind. Auf eine Art und Weise sind wir sehr gegensätzlich, aber gleichzeitig sind wir auch sehr gleich. Was jetzt? Hat im Vorfeld das Management keine klaren Anweisungen gegeben? Hat mich also schon ein bisschen verwundert.